So, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich wieder begrüßen zu einer kleinen Lesung meines neuen Gedichtes. Es ist eine Fortsetzung von dem Gedicht Mathematik, ganz ähnlich aufgebaut, aber doch etwas anders. Ich hoffe, Sie gehen mit dem nötigen Ernst und mit dem nötigen Humor an diese Sache. Deutsche Grammatik. Was für ein Subjekt, dieses verkommene Objekt. Prädikat, Prädikat. Da kommt der Detektiv und löst seine Fälle. Erster Fall, Nominativ. Zweiter Fall, Genitiv. Dritter Fall, Dativ. Vierter Fall, Akkusativ. Die Damen erfreuen sich an den Satzgliedern und wundern sich über die Konstituenten. Holla! Da kommt aber das Präpositionalobjekt und wirft doch tatsächlich mit Liebkosungen von Lokal, Kausal, Modal, Temporal und Adverbial-Adverbialen um sich. Das kommt beim Attribut aber gar nicht gut an. Die Diminutive sind dagegen ganz entzückt. Naja, da stellt sich erstmal das Präfix vor. Das Suffix kommt nach. Und das liebe Zirkumfix umarmt alle. Päh, sagen da die Partikel. Was für eine Nominalphrase in der Verbalphrase. Schade, denken da die Tembi. Der Amateur sagt dagegen Tempusse. Ach du liebe Zeit. Wie die Zeit vergeht, sagt da das Präsens. Alles schon mal da gewesen, erwidert das Perfekt. Ich komme, sagt Futur der Erste. Wenn ich dich sehe, werde ich schon betrunken sein, erwidert Futur die Zweite. Dem Partizip gereicht es lächelnd zur Freude. Alles perfekt, hatte dagegen das Plusquamperfekt gedacht. Das ist mir alles zu aktiv, meint das Präteritum. Ich bin auch lieber passiv, stimmt das Imperfekt zu und lässt, wie die Dependenzgrammatik, alles auf sich zukommen. Flektiert die Infinitive, konjugiert das Substantiv, fordern die revolutionären Nomen. Das ist doch nicht flektierbar. Ja, wo sind wir denn? Ich glaube, es geht schon wieder los. Die generative Transformationsgrammatik dreht jetzt völlig durch. Geht, wenn ihr könnt. Imperativiert der Konjunktiv. Jetzt ist aber Schluss. Übertönt der finite Indikativ die infiniten Numeralen. Oh oh, wenn das Adjektiv wüsste, das gäbe wohl keinen positiven Superlativ. Da hilft nur eine transitive Interjektion. Genuss, Numerus, Kasus, egal. Hauptsache, das Adjektiv kompariert. Das, der Artikel, ist absolut unbestimmt. Party, Party, stottern die Partikel. Ey, du Präposition, du bist ja voll das Verb. Welch ein Witz lachen Adverb und Konjunktion. Ein schlechtes Omen für die Pronomen. Alles relativ für das Personal. Mehr demonstrative Posse reflektiert interrogativ das Possessiv. Zum Finiten indefinit. Fini, wie der Franzose sagt.